schon alle Frunstag und da habt wir uns gedacht, wie drobt uns nur mit Frunstopen Plattdeutsch schnacken. Und ich habe extra mein Fräsenherz antrocken für die Deichgranaten. Ja, schön. Jäger und in Siederlüschen, je habt ihr gestern eine ganz große Release-Party hat. Guck mal, habt ihr nur auf das Gele jagt. Mit so einem Song Jo, du Schnackwigliks über, den hat wie mit Dubi Lisa Vrogemann bekannt in der Eat Platt Love, sie bringt Analyse Plattdeutsch ins Internet wie, ob all Kanäle und steht sie vorwegen förmlich der Deck. Und wie hat Hilka Jeworek als Ballert auf Instagram bekannt, die einfach Plattdeutsch in den Alltag bringt und uns Lütbeten wissenschaftlich wegen Biput über die Plattdeutsche Spruch. Und anders so. Ich freue mich, dass ihr alle da sind. Und Benita Brunner! Besten Dank! Moderatorschke hier, bei uns. Juhu! Nee, ich habe mir gedacht, wir moderiert hier Aalbeten. Ja. Die Deichgrünroten. Habt ihr Grot viert? Ihr habt einen Betten-Toe-Caken. Hey, was Besonderes. Allein die Tatsache, dass wir zusammen sitzen, wir haben uns Testlotten hier in so einem Testzentrum in Hamburg und Kunden miteinander diese Release-Party morgen, was wirklich ein großes Geschenk ist, wenn man so viel Pen-Arbeit hat und ja momentan live gar nicht auftreten kann, ist das umso müde, dass man wenigstens den Release-Dach miteinander ein bisschen feiern kann. Und das haben wir lebt genäht und ach ja, was ein tollen, aufregenden Dach. Und natürlich gab es noch technische Schwierigkeiten für den, aber auch so lustig. Also ein paar Jahre wurden wieder so drüber lagen, aber gestern wir echt Stress sind. Also. Ja, ich habe all Lust, ich habe gedacht, schütze nicht all live, wen schütze nicht live, ist gar nichts von kommt zu das ist live, aber auf mein Profil. Da kann man sich ankicken, lebt lustig. Der ich Granaten, der so. Toll. Hol ich noch Not, das ist ja großartig. Machen wir so ein Outtake-Video von mir. Aber ich läuft schon vom Gift dort überhaupt auch eine interessante Geschichte. Vertellt mir, wo sind die dort gekommen? Wo ist der entstanden? Ja, ich habe irgendwann doch, ich muss nur Sülms mal anfangen, Songs zu schreiben und zu kicken, wo geht das eigentlich und was habe ich eigentlich zu sagen. Und dann ist das so gut surt und nie, dass ich doch, das ist jetzt das Wichtigste, was erstmal sagt worden Mund. Wie hemmt das lebt gaut und natürlich bin ich Dörr Ostfriesisch spricht und so wieder und so fort und ich habe so viel Wuddelns in mir und ich sitze so fast irgendwie hier und hab so gaut, dass ja, mir das irgendwie so ein hart Anliegen wäre, zu sagen, so, lass uns das doch deilen. Wir haben doch nun wirklich genug. Und nimmst geht das schlechte Blut, weil annen da irgendwelche Bete geht. So. Und dann habe ich gedacht, wo kann man das, wenn man das auf Plattdeutsch sagen will, und das will ich gern, also soll Plattdeutsch wesen, wo kann man das musikalisch in Fassung bringen, der von Alü hört wird und vielleicht sogar so an Schunkeln sind und so denken, ach ja, nee, Heimatlied, und dann irgendwann eine Marken sagen, Moment, was haben Sie gesagt? Der fremde Lü hier, ja, aber ich klatsch mal wieder, ich habe ja alle Antworten mit Klatschen. So. Das war irgendwie toll, wenn das gelingt, dass der Lü erstmal so, jo, wir brauchen ein Heimatlied, aber warum nochmal? Na Richtig. gut, ja, ihr habt ja recht, wir können noch verdelen, denn ja, Lott ist einfach Heimatwort für all die nu kein mehr haben. Und das ist das, was wir nun schoss mit einem Bühl in Ogenos Video, ruht, böltenwillend in die Welt. In der Zucker, dass ihr das muckt, denn ich heftig gefreut, wie habt sieht ein Jahr bloß noch ein Thema und eins andere was vergeht. Geht du das auch so? Ja, wir gestern auch ab die Release Party sagt, ja, wir wären so monothematisch unterwegs in 2020. Und das ist ja auch klar, logisch. Also logisch. Das ist ja was Elk und ein in dit Land und ob Welt nur ein deit. Wir haben nur wirklich was gemeinsam, dass wir bloß noch über das ein Thema proten oder schnacken oder küren oder was auch immer. Das ist ja klar. Und das ist eben auch die Grundfest, warum wir gesagt haben, okay, wir haben aber noch so viel andere wichtige Themen, die so ein bisschen nur in Zweite Reich storn haben im letzten Jahr und die sind aber nicht minder wichtig. Und lass uns so ein Corona-frei Song. Ja, einmal. Genau. Der auch viral gehen kann natürlich, aber das wäre irgendwie wichtig. So, und dann haben wir gemacht. Und dann haben uns auch viel als Schreiben, auch das ist so mooi, das gibt so ein
hopen, diese Song, und das ist in diesen Tagen auch besonders wichtig, dass wir irgendwie mal so, wie ein bisschen Tauversicht in Seel sungen kriegen. Und wenn wir das schaffen, dann bin ich lieb, ne? Dann hab ich geschafft. Anni Brul, dann immer. Ja, ich brüll immer, gestern halt, Beat Release Party, ne? Ich dachte so noch wo lang hab ich, 3/4 Stunde oder so, ne? Und ich dachte so, yes, ich hab geschafft. Nicht brüllt. So, und dann ob die letzte 30 Sekunden. Ja, also das ist, normalerweise mache ich das immer, ich habe so eine Kategorie bei mir auf Instagram, öffentlich-rechtliches Heulen. Also normalerweise mache ich das immer, wie elke Radio-Interview, und immer wenn ich im Fernsehen bin, immer muss ich brüllen. Ich weiß nicht warum. Machen wir doch mal, wo der Tibi Frauentag ist. Ja, aber das Moje so wie ist. Das Moje ist ja, dass wir für das Video so viel Lü gefunden haben, egal welche Olle, ob der ganz Lütchen in Skaul oder von Fründen der Kinder, die mit uns sozusagen auf Straat gegangen sind, ob der virtuelle Straat, und Schille bastelt haben, wofür sie nur Fosswesen willen und das, also Lutwesen willen, laut, das freies Leben. Genau. Und ich finde das so schon, ihr seid schon einfach noch für Analysen und quäkt nicht nur rum, ach Gott, nee, wie arm Künstler, wir hätten nichts zu tun. Das ist ja auch eins furchtbar, aber dass ihr lieber schlimmer noch an den Not und an das Leid von anderen Menschen denkt. Das finde ich ganz gut. Aber das ist auch, ich meine, wo sagt man das auf ne Plattdeutsch, know your privileges. Also ich habe auch das Gefühl, wie all das, was die Markt haben im letzten Jahr, was hier noch nicht so gut loben deit, haben sie eben auch immer elke Dach ob Grundlegen für Dankbarkeit. Also, dass wir hier leben und was hier alles gut geht. Und das gibt ein Land, wo ich in diese Team nicht lesen will. Also, da bin ich einfach dankbar dafür, dass wir das hier so gut haben. Und so pathetisch das klingt, aber hier fallen keine Bomben. Nee. Und solange das so ist, haben wir verdammt gut so. Und wir müssen Leute nicht miteinander vergleichen und uns wird das auch schlecht gehen an einigen Tagen, das ist ja was heel anderes, aber so ganz ut weg zu verlieren oder ut Blickfeld zu verlieren, da das noch viel zu down gibt und wie noch ein Bild brucht worden in dieser Welt, das gibt mir aber auch Kraft, das mag mir nicht unbedingt, das illusioniert mir nicht, auch wenn das viel ist, irgendwie, sondern das ist eher so ein Anschub. Ja. So ist. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass ein auch mal ob das kriegt, was ein hat. Ja, jo. Elke Dach. So wichtig. Alles kannst du ja auch gar nicht Bleed wesen, also taufreden wesen, wenn du nicht weißt, wofür du dankbar wesen kannst in deinem Leben. Ja, und das ist so wichtig. Wie habt ihr es von Annalena Schnack denn? Kickt wie doch mal in Annalena. Ja! Lisa, wo ist das eigentlich so gut? Garbeneien. Ja, hier es ist ganz spannend zu hören. Wir habt hier in Island nur einen Inzidenzwert von 1,2. Von daher ist Corona schon so werden, also ja, wie braucht noch Mundschutz zu inköpen, aber ansonsten ist das normale Leben fast wiederherstellt. Und das ist so, als wenn ich nur in einer Parallelgesellschaft so ein Bett leben darf, wenn ich immer so ein Bett von Deutschland mitkriegen darf. Weil wie trifft wir in Bars, wie trifft wir der Sport gehen, das Schwimmbad hat wir da oben, was hier, das ist die Quelle der Energie von den Isländern, das ist das Schwimmbad. Das ist wirklich total witzig zu sehen. Und jetzt kommt auch so langsam, also hier liegt schon noch überall Schnee, aber so ganz langsam kommt schon diese Frühlingsgefühl, wo man so mag, so, ja, doch, der Frühling, der möchte bald kommen. Und die ganzen Menschen kommen einfach wieder ruht. Ansonsten ist der Winter einfach bannig lang, bannig duster. Und alle sind so mehr in der Familie, Tauhus und dann halt noch mit dem Lockdown den wir haben. Aber das ist vielleicht auch der Grund, warum die einen Inzidenzwert von 1,2 haben, weil die Lü einfach bisück und in Hus blieben, weil das völlig kalt ist. Da. Ja. Also ich bin mal in August in Island West, und das wäre warm. Warm, 15 Grad warm, ja. Ja, ich glaube, weiß ich nur auch nicht so. Und das, also, wundermooi, hast du hier so, wundermooi Land. Also Island, ich kann das so gut verstehen, dass du da bist.
Hast du auch Nordlichter sehen? Nee, habe ich nicht. Oh. Also ich habe viel Wale sehen. Ich wäre mit so einem Schlauchboot ich löf Akureyri in so eine Bucht und bin da Rut vorn mit Meeresbiologin und dann wären die Wale so richtig an us Löche Boot so dran, das wäre schon leicht beeindruckend. Ich bin ob Island Ponys, da die Walachutten juckelt. Also, und ich habe auch einen hellen Dach in ein Internetcafé sehen. Oh, yay, Ja. in Island. Also, Ja, sonst hast du ja echt alles mitgenommen. Das ist, okay, das ist so magisch hier. Also, das ist wirklich nochmal eine komplett andere Welt, in der man dann in Dükkern deit. Auch der ich allein schon, hast du den Lütschen Hüs sehen, der ganz viele Lü in ihren Goren hat für das versteckte Volk, also für die Feen und Elfen, an die, also ja. sie sagt nicht, dass sie an die Glöwen deit. Nein. Nicht, dass es sie nicht geben deit. Dann hat man da überall in den Goren so ganz, ganz lütsche Hüs. Und ja, wir hatten gestern Nacht nochmal Nordlichter und wirklich welche, die dann auch lila geworden sind. Und das ist so besonders, dass so der Isländer, der ansonsten so, Casual Stuff, Nordlichter, sowas von langweilig, sollen die stünden auf die Straßen und habt einfach in den Himmel käken, weil das so besonders ist, was der Natur ein hier schenken deit. Ja. So, und Benita hat das ja als echt, Bidi geitert nur so richtig was, also richtig af, oder? Ja, ist schon, das ist so, ich bin so, wie sag ich du am besten, Tau? Das ist für mich so surreal, weil ich einfach in Island sitten dau und das eins aber in Deutschland passieren deit. Ja. Und ich kenne das überhaupt nicht. Und dass mein Radiomoderator fragen, dass er ein Interview von mir kriegt. Und ich denke so, oh mein Gott. Wovon wir allein in den letzten Wochen gefragt worden sind. Kernideal. Kernideal, ja. Nun wohl. Das ist wirklich, ich bin so Dave dankbar, wo wir wieder die Dankbarkeit sind. Ich bin einfach Dave dankbar für all diese Motivation und vor allem für diese ganzen Nachrichten, die ich bekommen habe. So von harten, leben Nachrichten, wo ich mir denke, ja, wenn ich irgendwen toll finde, dann folge ich den auch auf Instagram oder YouTube, aber ich schrieb dann keine privaten Nachrichten. Und von so vielen Menschen und unterschiedlichen Altersklassen, Männer, Frauen, alles, kriege ich wirklich so liebe, dankbare Nachrichten, wo ich denke so, ja, ich mag das genau das Richtige und das gibt mir nochmal so viel Motivation und Energie, das einfach wieder zu machen. Und du musst ja erst sieht kürze Zeit. Wann hast du angefangen? Oktober? Genau, Oktober habe ich angefangen und im Januar habe ich ja erst angefangen mit Christiane vom Länderzentrum für Niederdeutsch überhaupt in Kontakt zu treten. Ja, zu treten. Das hört sich so gewalttätig an. Ja, genau. Quasi der erste Meilenstein war für mich so der ersten 1000 Follower auf Instagram und das war Ende Januar, dann von Oktober bis Januar. Und dann mit so einem nischigen Thema halt nicht erwartet, wirklich nicht. Toll. Ja, weil wir haben uns ja auch einmal in Interview, du hast du vertellt, eigens hast du dir überlegt, du wolltest jedes was explizit für Frunstone. Du wolltest Frunstone. Wo käme der Intention her? Eigentlich, ich habe nämlich, also so wie man immer anfangen denkt, erstmal googeln. Okay, wie mag ich das? Wie baue ich sowas auf? Und der habt allen gesagt, such dir eine ganz spezifische Zielgruppe. So spezifisch als möglich, damit du genau weißt, okay, was ist die Zielkundin oder die Zielkunde? Und dann habe ich mir überlegt, okay, wen will ich denn eigentlich anschnacken? Und das Einfachste ist ja immer von sich Sölm Utogon, okay, ich möchte Fruns wie mich quasi anschnacken. Und deswegen habe ich gedacht, okay, nur an Frunslü. Und habe mein Design, meine Ansprache, alles auf Fruns Utrecht. Ich wollte mir auch erst platte Deren, irgendwie sowas mit Platt und Fruns nennen. Und dann habe ich irgendwann mal meine Instagram Insights käken und sehen, 50% Fruns, 50% Männer. Vielleicht schaffst du die Konzepte nochmal überdenken und doch den Männer irgendwie drin lauten. Ja, das ist aber ja auch so die Frage. Also, was überlegt man sich für den, was die Zielgruppe denn anschnacken oder wo man die fort kriegt, ne, packen kriegt und so. Und wir sind eben in einer Welt, wo ein Weltfrauentag
eben noch lebt wichtig ist, aber eben der Begriff Frau und das, was man mit einer Frau in Verbindung bringen deit, nicht mehr so eindeutig ist. Und das ist ja auch gut, das ist eine Entwicklung, so, und wir müssen uns Profil nicht, ich weiß, das hast du nicht, ne? Aber wir müssen uns Profil nicht in Pink machen, wenn wir Frauenslü anproten willen, das ist total in Ordnung, wenn das blau oder schwarz oder Anthrazit oder schlammfarben ist, ne? Denn wir weten all, das hat mit Geschlecht nichts zu tun. So. Und das finde ich einfach auch so spannend. Du hast eben was mockt, wollt Weltau fortkriegen und hast eben aber du hast eben mit der Plattdeutschsprache oder mit der Menschke, der du bist, hast du eben Alü anbrot. So, und ich finde, das ist einfach ein Gaut, das ist ein Gaut-Taken. Dankeschön. Es fällt sich zum Betten an, dass ich in so ein Wespennest drin stocken habe. Und jetzt kommt das irgendwie so allen zur Ruhe, so, oh ja, ich möchte auch und ich finde das auch und ich würde das auch gern lernen. Und ich denke so, wow, das habe ich jetzt nicht gedacht. Cool. Mach wieder mal wieder. Du bist ja auch noch, Borgto, du bist ja auch noch so hattlich und fröhlich in Mutti ja gern hätten. Das kann ja eigentlich gar nicht anders. So geil. Schön. Danke. Wir haben allen, da möchte ich noch ganz kurz total sagen, so hattlich aufgenommen. Vorher habe ich überhaupt keine Ahnung von irgendeiner Platzszene, dass das überhaupt so gäben da. Und G hat wieder wirklich wie in so einem Nest so aufgenommen, so, ach Lisa, ja, die nehmen wir mit. Also man kann sich auch nur wohlfühlen. Danke. Elke Plattdeutsch-Brotwort ist ein Gaut-Plattdeutsch-Brotwort. Also von daher, ich glaube, wir müssen einfach mocken und dann ist so Gaut. Und das ist auch so ein bisschen, also das war der Plattdeutsch, ne, uns PlattaktivistInnen, was uns so zusammenholen deit, ist einfach das Empowerment, so. Ja. Ne? Das, was man so geben deit in diese Community. Und das hat eben auch hilfreich zu down, was Frauenslü untereinander eben eigentlich auch mocken schulden. Also, dass man sich Stütt und Stöhn geben deit, dass man sich eine Plattform irgendwie Dales oder dass man Guideblog miteinander, ne? So. Und aus Frauenslü wird ja oft so, oder Fockennor sagt so, Zickenkrieg und der einen gönnt die Anne nicht der Krabbe und Brötchen so. Und als man sehen kann, nein. Wie die Plattdeutschen ist das so, aber wie die Hochdeutschen, muss ich so ehrlich sagen, ach so. Ich doch Focken noch, wie der Frunzlü belebt. Ja, meinst du das? Ja. Meinst nicht, das ist ein Fair-O'Dale, du? Also in meinem Leben leider bitte auch nicht. Das ist gut. Wirklich viele Schlangruppen killt. Also, aber wie die Plattdeutschen, da sind die Frunz einfach gute Menschen. Richtig. Und als ich das nur sehen kann, die meisten Plattdeutsch Frauenslü sind einfach auch immer noch blond, ne? Was ist denn hier los? Würdest du bitte... Du fallst vollkommen unter Recht mit immer. an. Schlimm. Immer. Aber wir sind ja für Diversität und das hier blieben. Richtig. Ich kann mich ja noch anrufen. Da kommt die auch noch, Thomas Feier wird wie mal Hilka oder das Balladutche Wort kommen lauten in Sina. Du hast das gesagt, jeden Plattdeutsch-Wort ist ein Goat-Plattdeutsch-Wort. Davon hätte Hilka ganz viel, denn du hast ganz viele Plattdeutsch-Orten als Kind und du erlebt. Verteil mir da über. Oh ja, ich habe nur auch al über nachgedacht, wo die all in jou Dialekten schnackt, ob ich auch anfangen in meinen Heimatdialekte zu sprechen, das Ostfälische Platt. Ich habe mir das aber anders überlegt, weil ich glaube, wo der NDR das utstrahlen dort ist der nordniedersächsischen Dialekt weiter. Aber ja, ich bin ängst mit das Ostfälische Platt in Ostniedersachsen obwassen. Oder wer das Oppewassen. Oh, das Obwassen. Will ich ja sagen, das Obwassen. Und ja, was bin ich da sechtet? Ich bin so viel umtrocken in Norddeutschland von Lütschen, Dörpen, Wolfsburg, Wulseburg, as wie das secht, noch Bremen, hefter Plattdeutsch, so dann wei ich in Kiel, Biedewelle Nord, hefter Plattdeutsches Radiomarkt und der Holsteins Platt kennenlernen, denn noch Nörden, liebe Anni, liebe Insina, bei der Volontärschke, wie das Ostfriesland-Magazin. Ja. In Nörden habe ich 1,5 Jahr gelebt. Und danach bin ich nach Hamburg gekommen und nur muss ich auch mich hier im Becken anpassen. Und ich glaube, das sind nur 6 Dialekten, die ich in meinen Alltagsplatt
bin habe. Und ich muss auch ein bisschen aufpassen, ich mische das all durch. So, Anni in Sina, sie kennt das, Sünner, sagt ja in Ostfriesland und nicht on. Und ja, ich sage nur auch Sünner. Aber wenn ich dann mit meinen Freunden und Norden dann zusammenkomme und wie fangt an zu schnacken, dann dauert das nicht lang und dann fange ich auch an zu broten. Ja, und wenn ich nach Hus komme, noch mein Öllern und dann fange ich an zu schnacken und mein Vater sagt dann, so, market wie aber nicht. Das sagt auch, wenn ich Hochdeutsch schnack, oh, das hört sich auch gar nicht mehr so an, wo wieder zu Hause market. Naja, aber dann komme ich da auch wieder rein. Aber normalerweise bin ich da in den nordniedersächsischen Dialekten und zu Hause und mischt das aber so ein Beten durch. Genau. Aber alles gut. Ich denke mir, ja, mischte das, versteht ihr alles. Super. Und die Universalwaffe. Ich bin die Universalwaffe. Und habe ich wieder so hässlich lacht. Nein, überhaupt nicht. Man kann nicht hässlich lagen. Lagen ist immer geil. Boss. Ja, dann muss ich erstmal hier, ist ja kein Festival-Teen, aber ich habe mir ein Festival dringend. Okay? Happy Weltfrauentag. Ja, Happy Weltfrauentag. Sven. Was hast du denn da, Hilka? Mein Liebsten hier, der jüngste Liebe Sven, der ist auch so bannig blond. Oh, hätte ja auch Sven, ja. Ja. Ja, hier haben wir einen wundervollen Drink morgen mit Batida de Coco, Maracuja-Saft und ich glaube, Wodka ist da auch noch drin. Wow. Egal, schmeckt man eh nicht, die Wodka. Ja, perfekt. Ja, aber das ist ja nun, doch um wieder zurück zu Corona zu kommen, beten ist das ja auch Alltag gewesen. Ne? Das verleihen ja mit der Trinken und ich glaube, mag wie natürlich nicht Elkendach. Mag wie nicht Elkendach das trinken. Warum nicht? Nee. Wir sind ja noch wieder öffentlich-rechtlich. Nee, mag wie nicht. Aber ich glaube, dass das auch das ein Beten, wo Benita bei mir auf der Insach ruht wohl. Ich verklore ja auf meinen Kanal Balladutsche so viel Blut auf meinen Alldach und ja, da ist auch auf und zu so ein Klötenköm dabei. Ich glaube, wir trinkt Almo ganz gerne Lütten, oder? Oder? Lisa? Ach, das ist unbetäubbar Dür hier. Ich bin ja, also, ich kann mir hier kein Alkohol leisten. Ich bin bald arm worden, als ich ein Bier getrunken habe in Island. Also, so was von Dür. Ja, toll. Also, ist aber, das heißt übrigens nicht, dass die Alkoholismusrate, dass die Lege ist in Island. In Tegendale sogar, ne? Ja, das ist ganz gefährlich hier. Also der hat extra Einkaufsläden, wo man dann nur Alkohol kaufen kann. An gewissen, für ein paar Stunden am Tag. Und dann habt ihr hier eine bannig hohe Rate an Alkoholismus und Alkoholisten. Auch gerade in der Wintertiden. Also hätte das was mit der Temperatur und der Dunkelheit zu tun? Ja, wie voll. Ist in Grönland ja auch so, ne? Du so mit der Düsternis vereint, oder? Ja, das ist ein großes Problem. Und wo holst du das ut, wenn ich das fragen dürfe? Weil, also ich bin so auf 25 Grad auf, mache ich das Leben gern. Also ich würde dort rein, Löwig. Ich habe auch erst überlegt, ob ich das überhaupt ich habe von einer Zeit lang in Portugal gelebt und dachte so, ja, das ist so mein Klima eigentlich. Aber dann bin ich hier angekommen und ich glaube, also erstmal habe ich das wahnsinnig gaut bestorben. Und ich glaube dabei einfach, weil ich das allen so bannig spannend gefunden habe. Das ist mal ein ganz anderes Leben. Ja, das ist cool, das ist duster. Aber dann hast du auch wieder so eine Nächte mit Nordlichtern, wo du einfach total im Flash bist. Du denkst, wow, was ist denn das hier? Oder auch 3 Stunden Dach am Tag ist dann eigentlich nur ein Sonnenabgang und direkt wieder ein Sonnenuntergang. Aber das Gaue ist, dass du wirklich 3 Stunden bis einen atemberaubenden Himmel hast. Mit den Farben, mit Pink, das in Blau ringondeit, in Gel, in Orange und denkst nur so, wow, so was kann nur die Natur zeichnen. Und ich glaube, das hat mir durch den Winnebrock und Grondale und halt die Freunde, die ich schon für den Lockdown gefunden habe. Ich habe dann Felder oben mockt. Und so habe ich wieder gaut durchholen. Hilka, hast du einmal, wenn du so viel, du bist ja so viel umtrocken, hast du auch einmal in europäisch Utland wohnt oder irgendwas anderes in Utland? Ja, ich habe auch ein Jahr in Portugal studiert. Ah! Ja. Das ist ja wahr. Ja, ein Jahr habe ich das studiert und
in Mastermarkt, ne? Und ich habe über den Leif geschrieben. Oh, Ja. wow. Bin nicht mit dem Portugiesen auf Hus gekommen. Wie Aber mit Sven. Mit Sven. aber ne, Alkohol, Portwein, da kann ich auch elken Tag trinken. Ja, Ja, Portwein, ja. Das kann ich auch, ja. Ja, das Aber kann so ein Glas Wien tot Elten. Ja, wie ich Ja, knalke. Toller Like auch. Ja, nee. Portugal ist so ein heel mooie Land. Das ist alles schon da. Kannst du denken. Und ich habe ja auch gelernt, der Frau von Jared de Barber, die kommt ja auch aus Portugal. Ja, kommt sie. Ach, der kommt aus Portugal. Ja, die kommt aus Portugal. Also nicht ja, also sie eine Frau, ne? Die kommt aus Die Portugal, okay. genau. Okay. Die Frau kommt aus Portugal. Schmuckenwicht ist das. Ja. Also die Frau von Jared. Also Jared auch. Ja, aber das ist kein Wicht. Jared ist ja kein Wicht. Also, richtig. Und die habt die all im Utland lebt? Ich in Amerika. Oh, wow. An der Ostküste, also in Pennsylvania. Und das ist irgendwie spannend, denn ich habe in Lackawanna County gewohnt. Also da wo Scranton ist. Scranton ist die Stadt, wo Joe Biden herkommt. Ach nein. Und das Lackawanna County, das ist bei Lancaster County und da wohnen viel Amish people. Und die praten ein Pennsylvania Dutch. Ja. Und das kann ich heel besonders gut verstehen. Also das ist schon lustig. Ja, aber alles habe ich dort kein Plattdeutsch-Wort gehört. Also nicht in Scranton, zumindest. Also das ist 2,5 Stunden von New York City so weg. Und ich lebe in New York City, da gibt ja elke Sprache, also da habe ich auch noch Plattdeutsch von. Und ich will ja immer Liza Minnelli an Broadway später fliegen worden. Der kommt noch. Kommt noch. Der kommt noch. Ja. Musical auf Plattdeutsch an Broadway. Oh Ja, ja. aber ich habe noch nirgendwo in Utland lebt. Hm. Nein. Mhm. Aber in Amerika. Also ich bin nach Hamburg getrunken, das ist für einen Ostfriesen gern ja alle Utland. Wo ist die Welt? Wo in Hamburg bist du, Tohus, in Sina? In Altona, Ottensen. Ah. Genau. Mittendrin. Ja. Ja. Aber in den USA, da sind auch die Mennoniten hin utwandert. Richtig, Und die möchten genau. ja echt gut mit ihren ostfriesischen Platten wuddeln, gut. Ja, das kommt so ein bisschen darauf an, denn die Mennoniten, die sind ja nicht all aus Ostfriesland. Wir haben ja auch Bühl Mennoniten also das sind dann Russland und so wieder. Und die praten ja Plautdeutsch und nicht unbedingt Ostfriesland. Man kann immer so ein aber bisschen man kann was verstehen. Ja, ja. Ja. So, ne, das ist klar. Aber diese Ursprungsmennoniten, ne, die so hier von uns kamen, da wegkommen, ne, oder von Grenz nach Holland, natürlich, die kann man verstehen. Und wir haben ja just, also ich habe ein Interview gegeben für die Ostfriesen-Zeitung, über die Plattdeutsch Community, über die Plattdeutsch Community in Iowa. So, das sind nicht mehr ein Bühl People, aber da sind noch ein paar und das sind eben, also die sind nun, wo alt sind die? Die sind so 80 Aber das und ist, das sind die Kinder von Utwannet Krummhörners, ja. also Ut aus Friesland. Und die praten so einen ursprünglichen Plattdeutsch. da geht so- die hart ja, open. Das wirklich. ist wirklich ganz skurril, wenn man so mit so einem englischen Akzent Plattdeutsch hören da irgendwie. Dann sitzt du an den Computer, Genau. also ganz, ganz söd und überhaupt, dass das Lü in Amerika gibt, der Plattdeutsch oder in Russland oder irgendwo, das ist ja wirklich, ja, einfach verschärft und das macht Spaß, löwig mit dem mal so in Protokoll oder in Schnack. Ja. Also, Ja, aber Entschuldigung, ja, das ist ja auch so interessant mit dieser Utwanderersproken, weil das haben wir ja auch mit das Englisch. Der Amerikaner, der schnackt der eigens das Englisch von Shakespeare. Ja. Und nach der Briten Shakespeare lest, da klingt der Riemels gar nicht. Aber wenn der Amerikaner das lest, klingt der Riemels wieder. Richtig. Und das ist so interessant, ne? Mit der Plattdeutsche oder auch mit der Portugiesische da in Brasilien, das so klar ist das mischt, auch mit der Landssprache da und ein Beten in der Grammatik hat sich da auch verändert, ist klar. Aber diese
Utsbrock, der ist bleiben. Und das ist so interessant, wie du dann so die ollen Sprocks dann auch wieder finden kannst da bin. Ja. Also diese Frau, der hätte ja auch Worten brugt, die kehren wie so gar nicht mehr, ne? Also die sind eben all verloren gegangen, so in uns Alldach, Sprach, Gebrug, so. Und das wäre eben so auch so spannend. Also und in Sina und ich haben auch als gesagt, wenn die sehr düren, in post-coronisch Tiden, dann fahren wir nach Iowa. Und dann spülen wir erst Daltgranaten für die Ollüder. Und dann machen wir so für Chlorils. Wo kann das gewesen, dass je in Iowa sind und Plattitsport? Ja, wirklich. Aber also ich habe für ein paar Jahren auch mal mit einem Mennoniten Plauditsch schnackt, also sie hat Plauditsch schnackt und ich habe versucht, das zu verstehen. Und ja, ich kriegt was mit, aber also ich jetzt allang nicht eins. Und dann bin ich schon so bekloppt. Ich könnte schon mal wieder nur föhren und dann habt ihr uns bald mit den Näs anstört. Ich bin schon nicht harthörig, aber in dingt ja dann doch in versteitert Bild, dann schimmert dich, da schimmert dich. Ja. So ist das. Als wir vorne immer mit dem Sprint in Italien telefoniert hätte, haben wir auch kein Telefon verbrucht, sofort am Brot. Ja. Ja. Aber kommt ja dann auch noch ein bisschen darauf an, so die Mennoniten, ne? Also die Mennoniten, die nach Mexiko und Südamerika utwandert sind, die proten ja auch immer noch ein bisschen an Plattdeutsch oder Plautdeutsch, als die nach Nordamerika utwandert sind. So, ne? Eben, als du sagst, Herr Filker, die Einflüsse von, Einflüsse ist übrigens ein Wort, das gibt es auf Plattdeutsch nicht. Wirklich? Einflüsse. In Gift nicht. Also das, was da so mitspült hat in der Sprache, natürlich das Spanische oder eben das Englische, das ist, der hat einen großen Anteil. Chlor. So. Aber Benita, komm wir doch einmal Taudi und das, was du so in Corona-Tiden mockt hast. Du mockst ja verrückte Dinge, ne? Also nicht bloß, dass du uns brauchst, auf wie von doch hier so ein bisschen Frauensdach spielen. Du hast das ja so und so mit den Dorgen, mit den Besünne-Dorgen. Also eigentlich mockt Benita auch für Chloriels, wenn man ehrlich ist. Über lustige hier Tag des Handtuchs, Tag des Eichhörnchens. Ja, also was, ne? Und ganz ehrlich, ich bin schon mal wieder verwundert, dass er dann doch Posucken findet, wo er wirklich noch was lernen kann. Ne? Ja. Denn gucken, das gibt ja doch, wo du wirklich denkst, hier sind die vollkommen bekloppt, wo das Produkt wieder. Also, wenn du wirklich nichts lernen kannst, das wäre der Bootwann-Party-Tag. Ich weiß nicht, was ihr das Video sehen habt. Mein Bootwann hat schon mal noch ein Macke. Ich habe schon dafür eins so mit Luftschlangen und so was stoffiert und mit Luftballons. Durch den Waterdamp und ich habe extra lauwarm genommen, hätte sich das dann eins ablöst und es runterfüllen und Luftschlangen in Water ist echt super. Dann eins verklumpt und ich konnte das stundenlang nur oder? stundenlang wie ich da an kratzen und dann ist das eins in Utlaub gekommen und der ist immer noch verstoppt. Oh, ja. Okay, also man muss was opfern, wenn man diese Tagen verkloren will. Ja, das ist fein. Also von doch ist ja nicht bloß Weltfrauentag, von doch ist ja auch die weltweite Tag von Korrekturlesen. Was ich irgendwie fein finde, dass es so an einem Dach stattfinden bleibt. Korrektur lesen und die Frauen studieren. Also, und warum hast du dann angefangen, Benita? Langweilig? Oder hast du doch die Lü einfach wegen? Nee, Lütbeten langweilig, ich will was nicht mucken und ich wusste, dass schon Plattdeutsch wählen, wie Hochdeutsch habt ihr all noch. Und hätte aber auch überlegt, oh Gott, was muckst du denn? An der Lüplatte-Spiel bringen wohl ich nicht, da gibt es noch von Lisa zum Beispiel. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass ich immer wieder über den beklopptesten Vierdruck stolpert bin. Und dann habe ich gedacht, ja, wo so schön wie den ich als Thema nehmen. Und wenn du damit erstmal anfängst, gucken, ist das ja wirklich interessant. Ne? Ja. So ab und an. Also ich weiß Lütbeten mehr über den Dominus-Day und selbst bei Kondome habe ich gedacht, ich weiß Bescheid. Heft dann aber doch gedacht, nee, da gibt es ein paar Socken, die habe ich noch gar nicht gewusst. Oder noch nicht gar nicht Kind. Und insofern, also mir muckt das noch Spaß und das kommt ganz gut an und so lange muckt wir das noch. Ja. Wir habt ja meist jeden Dach einen verrückten Vierdach. Also gibt noch was her.
Also ich weiß nicht, wo du das morgen da ist, aber ich habe ich glaube, 4 Jahre oder so eine App auf meinem Smartphone mit dem ich sagen darf, was für einen komischen Tag wie von daheim. Und so ein bisschen Infos dazu und so. Und da bin ich auch immer, ich komme nicht so wirklich dort oder immer Rintau kicken, das ist klar, ne? Aber ich sag dir eins, ne, wenn ich mal keine Idee habe für einen Hammer und beten Tau, ne? So. Und dann ist das immer so ein bisschen meine Inspiration, wenn du so willst, so, ne? Und ich habe dann auch mal Moktau 20 Jahre Tamagotchi oder irgendwie sowas. Und so. Also das ist schon, also Inspiration in diese inspirationsarme Tiden ist ja nicht schlecht. Ja, geläufig. Just darüber bin ich auch gekommen. Ich muss recherchieren, was kann ich da mal für ein Thema machen? Hätte wie ein besonderen Tag. So, und dann fällt die auch, was das eigentlich für 4 Drogen Gift. Und das ist schon, ja. Und so, ganz viel von der Amis, ne? Ganz viel von der Amerikaner. Ja. Super viel lange Wilhelm. Bist du ein Lieblingstag, Al? Irgendwo du sagst so, boah, der ist so verrückt, der ist so gaut. Den fierst du wieder, nu? Also am verrücktesten hätte ich wirklich den Bootwand Partydach gefunden. Und die Boot wohl gern, weil das gibt auch den Dach von Schumbad und den Dach von Les in der Bootwanddach und den Dach von nimm die Quietscheentchen mit in der Bootwand. Also ja. Immer so unter dem Bootwand, ne? Noch nicht, also die planscht gern. Herrlich. Aber so als Wien-Trinker fiel ich den Dach von Wien trinken und den Dach von Wien. Das ist Ja, das ist ein wahnsinnig wichtigen Dach, ne, um das Thema zu machen. noch das Thema. Ilka, ich bin so froh, dass du das einfach mal so sagen darfst, du. Einfach mal, also ehrlich, man muss ja auch ehrlich wissen. Ja, nee, ich muss ja nun ja auch nicht lügen, ne? Also das ist ja nun auch nicht mein Thema. Ich habe ja auch uns Gotensölfelder Hasenpfote-Likör liegt achtern Rechner. Implizit. Die Hasenpfote. Hasenpfote, oh, das ist aber so ein super, super Tüch. Das ist ein Kanellikör mit Paper. Was? Kanel? Ah, Ja, Krass. kannst du auch Eis trinken, kannst du Sünner Eis trinken und das schmeckt so nicht gut in Glühwein. Aha. Wenn ich mache, das ist schon nicht weihnachtlich. Ehrlich? Du kannst das Elkenjahr über trinken. Kanel geht auch das Elkenjahr über. Ich meine, das gibt ja auch Eis mit Kanel. Also, so. Ja, Also, in Sina mockt ob hör Pankow kein Kanäle, Löwig. Zimt ob Pankow? Nee, gar nicht. Nee. Ablehnend? ja. Oh, ja. Ja, da kommt nur so, aber so rüber, als weg den hellen Dach am Suchen. Das ist nicht Ja, so. Hilka. Aber Also, ich bin ja auch eigens gerade so in der Fassentiet, so Online-Shopping, das hol ich auch. ja, du. Ein Online-Shopping Man muss bloß was finden. und nicht von Putzbüdel hin. und unter den Wegen, da trinke ich nichts. Nee, bloß an Ja, der das ist fein. bloß am welchen Ende. Aber da konnte dann auch mal so ein Glas Benzin. Ja, also Fassentiet, ne? Mocht wel söben wegen ohne. Du hast überhaupt nichts miteinander. Nee, ne? Überhaupt nicht. Aber das ist ja auch eher was Katholisches, wenn man ehrlich ist. Das ist was katholisch, das ist wahr. Aber ich habe so viel Online-Shops in den verleden Wegen und in den verleden Jahren. Klar. Mhm. Ist doch toll. Hey doch, dass du das noch kannst. Also jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Ist was auf Konto, also frei die und gönnen die was. Ich denke, um nochmal zu das Thema Frunslüdach zurückkommen, ich glaube, wie all hier in der Runde sind da auch in einer wahnsinnig glücklichen Situation. Ne? Also, dass wir da noch was machen können, wenn ich nur an de Putzfrunslüd denke, ne? Oder an der Gastro. Und da sind ja auch viele. Naja, wir sind da ja drin. Also da muss man nur eben, da muss ich eben gehört, ohne Brecken. Ja. Wir haben einfach, wir haben bühlt Arbeit seit letztes Jahr März, aber wir kriegt kein Geld. Also wir können eben nichts mocken. Wir können das hier mit Jau mocken, aber das mockt eben das Konto nicht voll. Ne? Ja, das ist wahr, das ist richtig, das ist absolut wahr. Aber sie können Gesicht wiesen, noch buten. Und für so einen Putzfrung ist das nicht so leicht, über eine Situation zu schnacken.
das geht für sie nicht so lieg, als das für jou geht. Ja, und wenn wir Adobe sind, auch nicht für die Putzkehl. Nee. Nee, nee. Und ich glaube, das ist auch was, ne? Je habt eine Riechweet, je könnt ihr überschnacken, wo die Situation ist. Und was das okay für Frauenslüd, ne? Für die die alleinerziehende Frauenslüd, ne? Die Mutter ist zu Hus. Wo ist das Stimm von den Frauenslüd dort zu Hus? Und die habt kein Riechweet. Und die könnt da überschnacken, okay, was das mit Situation und das ist schlimm noch. Ja? Aber klar ist das noch nicht geht. Na klar, absolut. Das ist schlimm noch. Und sie könnt aber da überschnacken und sagen, ja, für uns ist das all schlimm und das gibt noch viel, viel mehr Lüd und vor allem Frunslüd, die dann gar nicht großen Probleme hat in den Niedriglohnsektor. So viele Frunslüd, die da beschäftigt sind. Und wenn wir denn Adobe sind, Dörrewürteproten, ist das natürlich auch immer noch so, dass der Gewalt gegen Frauenslü immer noch der große Anteil hat und natürlich auch mehr geworden ist in dieser Zeit. Da gibt es noch ein Bühl zu down und auch da haben wieder Leib gaut. Ja, klar. Wie könnte du helfen mit Online-Konzerten, für die ihr auch betont? Muckt ihr auch Masse Künstler? Muckt ihr das auch? Also erstmal, je weten das auch. Wenn je ein Konzert digital ankicken dauert, fühlt sich das so an, als wären je im Konzert? Nee, natürlich, das ist schon. So, und ich sag ja, was? Für uns fühlt sich das auch nicht so an, ob die Anne sieht. Das trägt ein Bühlt Energie und Kraft und man kriegt aber wenig Kraft durch von Taurür. Und das ist der eine sieht. Ob der andere sieht, kannst du natürlich nur sagen, ja, aber dann hast du doch einen Betonschrank und dann lässt du dir eben das, was so Energie trägt, halt eben betonen. Aber das mocken nicht so viele Menschen. Also der Gesellschaft, der hat sich daran wehrt, dass das Kultur und Kunst immer und überall für umsonst gibt. Mhm. Und wenn sie was sehen, wo man bezahlen muss, also da kannst du auch nicht über einen Kamm scheren, das ist klar, ne? Also das gibt ja einen auf andere, der was bezahlen deit. Aber das ist so wenig, dass sich der hele Aufwand nicht lohnen deit. Denn das muss man, Löwig, das tut man ja nicht vergessen, was das technisch bedeutet, ein Konzert zu streamen, sodass das ein bisschen Spaß macht, anzukicken. Ja. Da hast du also so viel investiert. Ich habe hier kein Geld. Also, das funktioniert ja, von Decke Geld, was wir nicht verdienen. Ne? Also, so, ja. Und das hat, wir freuen uns immer, wenn der Lü sagen, irgendwie, dreht doch wer ab und wir haben uns und mockt doch irgendwas. Oder in Sömme, da geht das, da könnt ihr doch Open Air mal wer spölen. Aber so einfach ist das ja nicht, weil der Veranstalter des muss ja auch anfragen und der muss die Möglichkeit haben, die normal veranstalten, irgendwie noch Buten zu lernen, wenn der eigentlich inwendig plant ist oder so. Und der hätte ja auch kein Geld. Der hätte ja nur auch all für ein Jahr nichts verdient. Das hängt momentan also ein bisschen zusammen. Und wie bald sind das irgendwie gut, aber das tut noch ein bisschen. Also das ist immer so ein bisschen Sturtau verloren und wir sind dann auch immer so an Anfang, oder ich zumindest, so, dass ich immer gar nicht weiß, was sagt man denn nun? Denn bloß wie was erlaubt ist, hält das noch lange nicht, dass das auch geht. So, ne? Oder dass das Gaut ist. Also, oder dass das Gaut ist, ja. Also diese ganze, nun kommt doch der Sömme und dann können wir doch booten, also als vergangenen Jahr. Ja, aber dann sind wieder wer in Hafs und können auch nicht arbeiten, weil die Inzidenz wie 300 ist. Irgendwie sowas. Und man muss immer ein bisschen kicken, wer kommt aus Konzerte und wo alt sind die und ist das gaut, das wie mit Film, Menschen in einem Raum und so wieder und so fort. Also wir sind ein Bild an Denken und wir sind ein Bild an Mocken, aber genau, so was als von doch ist was Tolles, weil wir eben was vertellen können, weil wir uns drücken können in irgendeiner Form. Aber ich glaube, das ist online momentan auch erstmal der richtige Weg. Eins Anne ist stur. Ja, und man kann natürlich auch so ein Online-Konzert nicht so mocken, als würde man elke Dach ob Touren in einen Stadtwesen, denn das ist ja online, also kann elke und ein das elke Dach auch kicken und irgendwann ist dann eben vorbei. So, ne, dann hätte das ja elke und ein sehen, also kommt da einfach nichts rum. So, und das ist... Und der Konzerttour, der wie Plans hemmt, der hätte ja noch gar keine Premiere viert, weil wir die Premiere vergangenen Jahr verschoben haben in dit Jahr und dit Jahr geht das auch nicht. Also, us Konzert kennt noch nimm's,
das streamen wir ja nun nicht, ne? Ja, also dann kommt ja kein A mehr. Aber das, was man down kann, weil also viel Lü fragt uns ja immer, was kann man denn down, um jau Künstlers Stütt und Stöntau geben, und das ist einfach, als Lisa das auch gesagt hat, so diese Nachrichten, die man kriegen deit, die geben Bildkraft. Das ist fein, wenn wir die kriegen, denn dann weten wir, die Menschen sind noch da, die folgt uns und die unterstützen uns. Und das ist ja das, was du, Hilka, meinst, Löwig, das da haben wir Glück, wenn wir in Reichweite haben, dass wir ein bisschen was zurückkriegen durch so Nachrichten, und das haben ein Bildlü, den du nicht gerade so gleich allein füllen und auch gleich allein lotten füllen. Natürlich nicht. Und vielleicht kann so ein Frauendach oder so ein Veranstalten oder ein paar Hashtags zumindest irgendwo uns drauf hinwiesen. Ne? Weil Awareness, Aufmerksamkeit. Ja, das ist ja das Einzige, was nicht gerade irgendwie so geil. Davon kann kein Einzige Miete bezahlen, von fein wär. Das ist einfach auch so. Und dort, das ist sowas von einfach. Das gibt ja nicht bloß die Live-Konzerte, über die wir normalerweise Geld verdienen. Das gibt Merchandise-Artikel, das gibt CDs, das gibt Streaming und Downloads, Bökes. Also das gibt ja ein Bild sorgen. Und das Feine ist, irgendwann haben wir auch Konzerte, und der stand überall ob aus Sieden, einfach mal ein Ticket kaufen für ein Konzert, was erst in ein Jahr ist. Ja, so. Und dann gibt das uns Tauversicht und Hoffnung, dass wenn wir all wer düren, dass die Lü immer noch da sind und dass die aus Konzerten kommen. Das wäre einfach fein. So. Und was online ja auch toll ist, wie Instagram und auch wie Facebook, gibt das ja nun wirklich einfach die Möglichkeit, so einen Spendenbutton zu integrieren in Story, sodass man so wirklich mit 3 Klicks für eine Institution Sea-Watch oder was auch immer man sich da ausdrücken dass man doch spenden kann. Das finde ich auch in diesen Tagen noch einen tollen Gelegenheit für die noch was spenden können. Das ist ja logisch, das kann nun nicht jeder und irgendein, aber für die, das Guide, gibt noch ein Bild. Also wir haben keinen Spendenbutton. Nein, also wie gesagt, das haben wir als an Anfang ausgeht, das lebt gut im Vergleich zu den anderen. Aber man kann gerne bei Amazon, iTunes, Spotify, Deezer und so wieder den Song downloaden, kostet man bloß ungefähr €1. Meine Güte, der kriegt wie noch nicht mal den Euro. Ne? Aber einfach kaufen, downloaden, streamen, was auch immer, das wird uns helfen. Ja, bemog wieder. Aber was denkt ihr denn über Wacken? Das soll ja noch stattfinden, August. Ja, weet nicht. Ich bin ja das letzte Mal in Wacken West. Also nicht letztes Jahr, weil letztes Jahr gab das ja kein Wacken. Also ich kann das total verstehen, dass der Wunsch da ist, dass wir das all hinkriegen. Aber ich weiß auch, dass wir das eigentlich nicht hinkriegen. Und wenn wir das mocken, dann ist Wacken nicht so, wie es Wacken ist. Also dann ist das einfach was anderes. Mach auch wohl Besünneswesen, aber das ist eben kein Wacken so. Und er gedacht, Lü testen, wenn das betreut wird. Ja, Guide aber ja nicht so viel Tests haben wir nicht, und die wollen vielleicht auch an andere Stehbrug, ne? Also das ist immer der Ski, und was Wacken denn auch wäre, hey, das ist eigentlich ein internationales Festival. Auch wenn wir das bloß national begrenzen, haben wir dann immer noch all der Lü und Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt, die all noch Schleswig-Holstein vorn und all die Viren, die sie so absammeln und weg mit nach Boden bringen. Also ich glaube, das ist nicht so gut. Wie all mein schwarz Haar lebte für das Festival. Ich glaube, das ist nicht richtig. Holger, ich glaube, das ist nicht richtig. Das Künstlers eben auch gesagt, wie wird all das so veranstalten, wer das stattfindet, kein Fruch, aber das auch die Künstler denn sagt, ja, wie wird auch gehen, wer da auf der Bühne steht, aber ich weiß nicht, was das nur all gut ist, das finde ich auch mal eine schöne Sache. Ja, den sich auch mal wirklich ganz realistisch die Situation stellt, und ich weiß nicht, was man hier glaubt, wir haben noch locker das Job mit zu tun. Ja. Und dann ist ja auch der Frage so, ja, aber wenn denn ein paar Lü impft sind, ne, die können dann doch tau die Konzerten gehen. Und ich denke mir so, ja, aber ich als Künstlerin bin ja nicht impft. Ja. Wer will die denn dann ankicken? Die Risikogruppe. Für jou auf Tour. Oder was? Und wo kein ist denn nur impft? Der über 80-Jährigen. Ja. Und das ist Zielgruppe. Wenn man ehrlich ist müßig, also wir werden das beleben,
wir haben ja nur bedingt in Hand, das, was wir in Hand haben, ist, ob so versitten blieben und geduldig gewesen und tauversichtlich blieben, aber was die Bundesregierung alle entscheiden lässt und wenn die uns testen und impfen dauert, wir können bloß hoffen, dass das seit morgen, aber ja. Und selbst wenn ich geimpft bin und ich so einen Sondergenehmigen kriege, ich werde dann bang, ja, was schütt wir denn doch vorlegen, dass wir impft sind? Ich glaube, ich kann sowas auch ganz gar fälschen und wir haben noch Dösköppe, um das mal freundlich zu sagen, der das auch mag und nicht an Analyse denkt und vielleicht auch nicht an sich selbst. Ja, aber das ist ja der Grund, warum wir über einen digitalen Impfpass in Europa nachdenken dauernd, ne? Also, das wäre sowieso gaut. Digital und Deutschland, das ist ja, das ist so ein bisschen stur. Kann man auch noch mal drüber nachdenken. Ne? Aber wie kennt ihr doch, wo Focken habt hier diese geile, Löche Impfpass all verloren in jou Leben? Ich weiß Oder nicht, nicht wo er davon? ist. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich hab ihn in Koffer. Das war doch so eine Kampagne, oder nicht? Deutschland sucht den Impfpass. Deutschland sucht den Impfpass. Ja, nur Mucker lang. Ich habe mir das auch so sauber geführt und ich weiß immer, wo der ist, weil ich habe immer mit so einem Frunzlü-Problem zu kämpfen, Blasenentzündung. Und da lade ich mich regelmäßig gegen impfen. Was? Das kann man? Das kann man. Man kann sich gegen Blasenentzündung. Ich werde nicht gekippt. Harry, hast es nicht. Nun sind wir so wie. Nun kommen die Themen auf dich hier. Nein, nee, du kannst das Gift eben, weil sie dörrig jahren. Sie dörrig jahren kannst die gegen Blasenentzündung impfen loten. Und das klappt dann auch, ja? Ja. Also ich habe einfach nie eine Blasenentzündung. Nee, aber ich kann das auch noch nicht. Aber ich kenne Bild Frauenslüte, das haben. Das kann man da mal sehr down. Ja, das sagt eben bloß kein. Ja, Gaut, das ist ein Shoutout an all die Frauenslüte, ja. Impfen loten. Ja, gegen Blasenentzündung. Fragt you Fußdoktor oder die Frauenarzt, die könnt ja auch impfen loten. Aber ne, auch der Henne. Ja, klar. Absolut. Das ist ja auch ein Thema, ne? Wer da Corona-Hannen waschen, aber auch mit der Blasenentzündung. Die Ahlens. Das ist so und viel trinken. Aber dann Prost, sag ich an das. Ich habe ja auch allen einen Drink gekriegt. Viel trinken ist ja nicht so schlimm. Sven, ein Hoch auf Sven, der hat einfach noch schenkt. Wow. Ich will auch so einen Sven. Na, das Mähen. Der ist nicht zu vermieten. Ja, aber weißt du, viel trinken, das ist ja das ein, aber viel trinken hätte ja auch viel lopen. Also zumindest bei mir. Nee, bei jou, Aal, wahrscheinlich. Wie die nicht. Ich hab eben so ein Wackenblas. Einmal Einmal am Tag. Langt. Ja, und warum gibt das kein Pissoir für Frunzlü? In Schweden. Gift das, aber man hätte es noch nicht durchsetzen, ne? Ja, ich aber ich habe immer all, kennt ihr die Stehpinkelhilfen? Ja. Dann kannst du auch ganz normal, da kannst du überall pinkeln. Also da gibt ja bühlt unterschiedlich Stehpinkelhilfen. Also Pinkellissi, das sind so Trichters, ne, dann aber auch mit so einem Schlauch und Obsatz. Also da gibt ein Bühl, ne? Auch der Pissoirs, also da gibt es wirklich ein paar Frauen, die so zusammen so eine Firma und so wie der Hemd, aber nun brauchen wir eben die viele Menschen, die in der Position sind, zu entscheiden, ob sie das closed and kopen don't. Den muss noch im Jahr sagen, den haben wir. Nee, oder wir müssen so lange wachen, bis die Frauen endlich in diese Position sitzen. Ja, und dass die das auch entscheiden. Auch dafür, für die Gleichberechtigung, muss auch Menschen da weg. Also, geht bloß miteinander. Ja. Stimmt. Hast du einmal so einen Stehpinkel probiert? Ich? Ja, auf Festivals, voll. Du wollt die doch nicht hinsetzen. Ist gut. Also das ist einfach so. Also das hätte einen Grund, warum ich keine Blasenentzündung kriegen darf. Denn also ich bin da, nee, das mag ich nicht. Oh, nee. Ja, also das ist so ein bisschen mit Übung verbunden. Ja. Ich kann das auch, du dich das hier vertellen. Ja. Unhüllt. Ich kann das auch unhüllt. Nee. Ja. Das braucht aber so eine bestimmte Technik. Den will ich hier, können wir mal verklorieren oder wir machen aber hier vielleicht. Ich würde sagen, mach mal ein Verklorieren, dafür bist du auch bekannt. Ja, das ist Guide Ich will nicht auf Elk und Elk auf, nochmal. Ich will nicht auf Elk auf ein
das wirklich anatomisch, physiologisch, wo auch immer, hinkriegen kann, aber das ist möglich. Ja. Für Chloe. Haben wir aufgeschrieben. Nee, schwierig, ich will das sehen, wo das kommt. Ja. Ich finde das wunderbar, dass wir uns hier so droppen hätten. Ich muss noch mal zum Abschluss sagen, dass ich Insina total super finde, weil ich finde, das gibt kein bessere Frau, die so schön Slopelieder singen kann. Oh, das hast du nur überlebt, Moisech. Ja. Ich hätte Ja, das noch mal schon ein Slopelied von Joe Biden gehört. Das hätte ich, glaube ich, auch den ersten Lockdown mitgegeben. Ne? Genau. Wunderschön. Ja, Schloppliedes. Ja, das ist so ein Moi, dass ich bin in ganz vielen Familien mit meinen CDs, wie diese In-Schlopp-Ritual, so ein Dale und das sozusagen der ganze Lütje Kinder in Schlopp singen oder auch der Grote denn. Ja. Und das ist für mich wirklich was ganz Besonderes. Geht mir leib an hart. Und Elke Norrich, der ich so kriegen darf von Eulen oder auch von der Kinder Sülms, ist leib wichtig für mich, ja. Ja, stimmt. Sind da noch mehr Danke. geplont? Nochmal bitte, Entschuldigung. Noch mehr davon plont? Nee, also ich habe Schlopplied ist ja nun der liebsten Schlopplied ist so auf Hochdeutsch ja und der ist personalisiert ja und der Plattdeutsche, der habe ich ja übersetzt in so einen ostfriesischen, atmosphärischen Plattdeutsch sozusagen, das traditionelle Liedes. Mehr gibt das nur erstmal nicht. Wir schrieben ja nur erstmal so Anne Sorgen, den man nur mal ruht, mit dem man so besser am Dach hören kann. Aber in Sina hat leid was Verrücktes gemacht. Sie hätten Obwalklied geschrieben. Ja, das stimmt. Und das heißt, drei die noch mal um. Eigentlich ist das so der Corona-Titelsong. So, das ist der Titel. Drei die noch mal um oder nützt nur allen nichts. Ja. Langt, wenn du in ein Jahr wieder obwalken kannst. Das ist dann also eigens das moderne, mittelalterliche Daggelied. Ja? Dangelied. Ja. Das Taggelied, ne? Das geht ja dann auch dummes ums Obwachen. Stimmt. Ja, das Taggelied, das ist ja auch Minnegesang, Minneleder. Aber in der hohen Minne, da passiert ja schon mal nichts. Da schnackt der ja bloß irgendwo lebst. Also ich habe eine niedere Minne, wo das Taggelied hört, ne? Und morgen, da passiert dann auch mal was. Okay, das googeln wir nur aus normal. Für Chloe? Ah, schön. Also die beiden. Okay, nun bin ich auch ein Müll geworden, Benita. Ja, nun habe ich gehört, drüber Brot und Slop. Genau. Ja, Lisa, dann hast du auch wieder neue Ideen für den Blog hier auch gerne mal über Slopleder. Du stellst ja schon mal wieder auch gerne mal Leder für und übersetzt den oder filmst. Ja. Gummo noch in Sina Handy hat wunderschöne Schlupp und wo guckt wieder Leder. Ja, ich kann schon nach. Ich finde so Meditation, Town-In-Schlauben, finde ich eigentlich eine ganz coole Sorge. Also man kann ja lesen oder meditieren dann noch den Leder. Genau. Jede in Meditation. In der hochdeutsche und auch in der plattdeutsche Version, da predigt der Kinder so mit Norm an und dann gibt das auch so ein Lütchen Text so, was hast du eins belebt, was wäre besonders moi, hast du die nur kommodisch mockt und nu kannst du so wie die ankommen. Letztendlich ist das so ein bisschen der erste Weg und Meditation hin. Und das, was ich hören da, ist, dass die Kinder das auch tatsächlich immer mitmocken und wirklich zur Ruhe kommen und mit der CD sozusagen dann in Brot kommen und auch wirklich vertellen, wie haben mir Roteulenwest und nun lächeln. So, das ist wirklich ganz süß. Meditation ist ja immer toll, um Runde zu fahren. Auch an Dach muss ja nicht bloß abends wesen, ne, sondern immer um sich zu besinnen. Ja. Also in diese Corona-Zeit haben wir vielleicht ja das Gefühl, wie haben das im Moment da, wo wir uns besinnen können, aber in uns normal Leben ist das wichtig, dass wir das nicht verlieren da und ne, dass wir das bruken, so. Absolut, weil gerade wir haben die ganzen, vor allem Social Media Nachrichten, wie wird so bombardiert mit allem, also unsere Aufmerksamkeit ist ja das größte Gut, was wir habt. Und alles um uns rum möchte einfach unsere Aufmerksamkeit haben. Und deswegen ist es einfach nochmal so viel wichtiger, auch zu sagen, halt stopp, jetzt mach die Pause und nehm die Zeit nur für mich. Nur für mich in Atem, eigentlich das Grundlegendste, aber wie jeden Tag, jede Nacht mockt, ohne über Nord denken.
Ja, und dann ist das so auch mal gönnt. Also ich bin nur in der ganz, ganz glücklichen Situation. Ich kann wieder arbeiten, ich kann wieder verdienen und ich kann von Fußkonto arbeiten. Das ist super. Ich habe ganz viel Zeit auch dafür geschenkt kriegen. Ob der anerkannt, mein Lohn läuft auch so gut, dass wir schon mal mehr Arbeit habt. Und der ist ja aber auch schon mal hier. Also, auf der einen Kante, solange ich arbeite, bin ich entspannt, aber ich bin überhaupt nicht entspannt, wenn ich 4 umtreffe, weil ich immer denke, schaust du vielleicht doch mal noch mal an den Ring, schaust du vielleicht doch noch was tun. Ich muss erst mal den 4 umzumucken und wirklich abzuschalten. Ganz Das wichtig. ist so. Und auch dort ist eine Meditation gar nicht so verkehrt für. Oder ein Spaziergang oder was auch schon mal. Ja, absolut. War nicht gefährlich, wenn man das alles so ineinander verflöten deit. Zwischen Arbeit und Alltag und Pause morgen und ja, das Leben, ja. Ja, und durch das Digitale schon mal durch ist und wie schon mal das Handy, habt das hier auch schon mal du oben winkeln an, abklinken ist, wie wir auch wirklich mal lernen, komplette Mann abzuschalten und offline zu gehen. Ja. Mhm. Und je arm, je müd. Ja, ein Job. Ja, so ist das. Und das finde ich, also Anni, du bist für mich so und so noch mal ein Vorbildfunktion. Oh, wie schmiert ihr mit den Honig von Dorum, aber ich meine. Ja, also Benita bleibt magst du fort. Und weißt du, das kommt doch noch von Hatten, das ist ja das Ding. Was denn nun? Wir sind hier all die Lachduven, wie Instagram, wie Social Media, wie Facebook und Co. Aber Anni, die sagt auch nur, wenn ihr das schlecht geht, die geht auch nur mit ihr Diabeteskrankheit, mit allen anderen. Und ich finde das also ganz großartig. Wärst du als immer so, dass du auch nur Ferngeist, wenn wir die was gar nicht löppt, oder wäre das ein Prozess? Das ist ein echt gauden Frage. Nein. Genau, natürlich, eins ist ein Prozess. Na klar. Und die Frage ist ja auch, also, ich glaube, wenn ich so richtig gar nichts mehr kann, wie mir das so schlecht gehen deit, ne, dass ich eben in Pien bin oder eben auch in Truhe, weil Stürben ist oder so, dann würde ich das nicht in den sozialen Medien öffentlich machen. Das würde ich nicht machen. Das muss bei mir bleiben. Ich kann aber durchaus zwischendurch mal sagen, wenn mir nicht gut gehen deit, oder ich kann 2 Wochen nachdem mir das, also wenn mir das wäre bete geht, dann kann ich darüber praten, dass mir das nicht so gut gehen ist. So, ich finde das immer schwierig, denn was verwach ich von den Menschen, wenn sie das lesen? Also will ich von den Trost, will ich von den ein gut beten, was mir bei Diabetes auch nichts bringt, denn ja. Also der geht ja nicht weg, so, wird nicht betet oder so. Ja, du gibst mit Kanäle, du, nee. Kanäle. Ja, total. So, also in Sina und ich haben gestern und vorgestern darüber gepratet, über genau diese Frage, actually. Ich habe wird immer besser wie die, du, Hilka Ariasis. Und trinkst du das Kromsal und das im Grot in dem Glas, das ist geil. Nee, eigens bin ich bloß 20 Zentimeter groß und das ist genau. Ehrlich, ja. Nee, aber das, ich habe meinen ersten so richtig großen Shitstorm hatte irgendwie in 2020 und mir ging das wirklich nicht gut damit, wirklich nicht gut. Und da habe ich gedacht so, das ist richtig wichtig in die sozialen Medien, wenn die so was passieren deit, dass du die Lü verteilst, wo die das damit geht. Ne? Dass man nicht immer bloß sagt so, oh, Haters, ne? Und so, und sich damit sogar schmücken deit, dass da well, ne? So ein Schiedstürm anzählt hat, tegen die, sondern wirklich da sit und einmal sagt so fühlt sich das an und so habe ich das eigentlich meint und so, ne, damit die Lü so ein bisschen mitkriegen, was sie damit gut lösen, wenn sie so was schrieben. Dass die immer noch merken, so, das ist ein Mensch, der das lesen deit, zum Beispiel, so. Also das ist mir wichtig. Dann ist mir auch wichtig, natürlich, denn das macht mir gut. Ich bin nun mal so eine Montagsproduktion, ne, körperlich und
hab eben nicht bloß Diabetes, noch ein Bühlt an der Kram und das ist einfach so, dass mir das der ein auf andere Tag nicht so gut gone died. Und da eben auch so ein Awareness tau kreieren, dass chronisch Süken, chronische Erkrankungen Teil von viel Lü auf dieser Welt sind und wie green das manchmal so einfach weg und das hat keinen Platz auf die sozialen Medien. Aber das macht mir eben taun lebgroten Teil ut und das ist eben der Grund, warum ich das auch da einfach vertell oder den Menschen darüber abkloren oder das eben verkloren will. So, ja. Ja, und das finde ich wirklich großartig. Und da sehe ich so wirklich so ein Vorbildfunktion. Ja, das ist wahnsinnig stark. So eine Ferngeist. Ja. Danke. Also das hilft. Uns all. Ja. Uns all. Und Fokus sitze ich denn dafür und denke mir, boah, was für ein starke Frau. Respekt. Chaga. Und das ist nur spannend, denn in diesem Moment teile ich ja die schwächsten Sieden von mir. Ja. Und da du dann denken darfst, was ist das für eine starke Frau, das ist, fühlt sich erstmal paradox an, ist aber glücklich das, was man davon mitnehmen soll. Und Ja. ja. Du denkst, dass das die schwächsten Sieden sind. Und dabei ist das aber die stärkste Sied, das zu zeigen und das in die Öffentlichkeit zu bringen. Wahnsinn. Die kriegen das noch hin mit dem Heulen, weißt du. Ach so, ja, mach doch 3 Sätze noch, dann haben wir es hier. Oh nee, nicht flennen. Ich muss dann immer sofort mitflennen, wenn ich Oh flenne. Gott. Also als wenn man so, ja. Ja, und dann verschmerzt liegt's mein Letztrick. Hoffentlich liegt die Halloween gut drauf, der Tau. Anders, ich habe ja noch einen Taschendock. Ah, Ja, wunderbar. ich hier auch. Wir haben hier der Therapiepackung. Ja. Aber ich finde das ganz toll, dass wir uns so Tauchengruppen habt, dass wir richtig einen gut schnackt habt. Ich wünsche der Deichgranaten eins Gode, wie streamt als verrückt schon den Titel. Eins, wie es noch mal die schicke Jacke könnt ihr die auch kaufen, wie es die noch mal finden. Achso, Disse, natürlich. Beach Red Shirt. Moin, Nebelü, wir sind die Deichgenoten. Genau, den kann man gucken. Den kann man gucken. Richtig. Osternstreit für die Tür. Ja, Ist genau. ein wunderbares Gespräch. Kinder wollen döpt und bruchen in Schlopze. Meditieren muss man sowieso immer. Genau. Und du hast Schnaps. Du hast Schnaps. Naja, Dringend Schnaps als Merch. ja, irgendein, ja, schick Schnaps, ist alles gut. Ich brauche so einen Werbepartner, ne, für Schnaps irgendwas. Ne? Ja, Endorser, Schnaps Endors. Boselschluck. Boselschluck. Ja, so ein Dusenschluck. Nee, aber wenn die Lüd platt lernt habt wie Lisa und von Jau noch so mitsungen habt und Jau Merchandise habt, dann könnt ihr sich zurücklehnen und Meme Baden wie ein Sabbeln zu hören und was über das sprachwissenschaftliche Sieg von Plattdeutsch lernen. Wunderbar. Perfekt. Das lebt doch hier. Und dann wecken wir auch noch, welche Vierdach ist. Also wir sind best Udrüst. Wir sind das beste Team überhaupt. Wie fehlt uns noch den hellen Dach von so? Richtig. Ich freue mich, lebt, dass ich ja zumindest schon mal so einmal das erste Mal ja auch live sehen habe. Also live. Corona live. Ne? Ja. Corona live. Und Vielleicht kriegt wir das ja all hin, wie Plattart Festival 2022, dass wir uns da all irgendwie sehen oder so. Also das wäre fein. Ich stüre dann nochmal in Innenladen rum und so. Also, wenn auch immer das stattfindet. ja, Ne? vielleicht in 2022. Ich mach gucken. Ja, dann wird ganz gut passen. Dann bin ich bestimmt wieder durch. Wann kommst du wieder durch? Das wäre nochmal eine Frau. So genau weiß ich das noch gar nicht. Also gerade denke ich so Dezember 2021, aber ich bin nicht so gut im Plan. Also ich mag dann immer eins nur, wie sich das anfühlen deit. Und wenn sich das gut anfühlen deit, dann komme ich durch. Und wenn nicht, dann wir können noch betten hier. Das klingt toll. Was für die Ob und genäht das da. Und Danke, kriegt den das nördlich macht auf jeden für uns Fall. mit. Absolut. Ich kann schon auf dem Lobenden, wie das hier so gut sein, der wenn der Simba Sommer kommt deit. Krass, ey. Ja, aber eigens für Plattart in 2024 in Sina Anni Beruf wie eigens dann nicht late, ne? Für uns viel. Ja, klar. Plattfruhen, ne? Plattfruhen von Instagram. Wir sind die vier Freunde.
Benita und Lisa, Anni und Dina und Hilke. Ja, ist ein Chlor eigentlich im Kopf. Ja, kann ich auch Die sehen. beiden Arbeit du an. Viert noch all einen wundervollen Frühstag. So alte Hoppen, eins Gute und wie droht uns bestimmt noch mal. Ja. Oder Ja, like, noch wieder ganz live. Wunderbar. Tschüss. Tschüss.